zusammen und willkommen zurück zu Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016. Die originalen Olympischen Spiele sind zwar vorbei, aber auf meinem Kanal geht es natürlich noch weiter mit Sport, mit Olympiaden und wir legen doch gerade los und ich hoffe, es wird euch gefallen und ihr werdet mir das mit einem Daumen nach oben natürlich zeigen und vergessen nicht, meinen Channel noch zu abonnieren. Jetzt legen wir aber los und somit gehen wir zum blauen Tod. Jetzt sind schon die nächsten Turniere, spring dir ins Auge, worauf du Lust hast. Und dann schauen wir doch hier Sydney Rugby, 4x100 Meter Staffel, Speerwerfen. Und ich würde sagen, wir nehmen hier Speerwerfen. Also ab geht's. Und da sind wir jetzt bei Speerwerfen, bei der Qualifikation. Wir haben im Gesamten 3 Versuche. Und dann schauen wir mal da. Okay, da ist da. Nochmal jemand. Ah, fuck. Jetzt habe ich voll verschauen da. Fuck, oh. Hey, wieso zeigst du mir unten dran auch einen an? Aber schau noch, der Wurf ist ja der Oberhammer, wir haben den direkten Vergleich zum anderen. Und wir sind jenes weitergekommen, jenes weiter. Aber wieso zeigst du mir den anderen unten dran? Wieso? Das verstehe ich echt nicht. Sinnlos. Der zweite Versuch. Haben wir da und das mal verhaue ich nicht den Start. Nein. Und wow, grossartig. Das wieder ein Shit. Was für ein Wurf ist das gewesen? 72 Meter, dran ist noch weniger wie yes, das geht komm, verpfeift Junge, verpfeift. Wir gehen jetzt gerade zum dritten Versuch. Und ja, wahrscheinlich ist es so ein direktes Duell, wenn wir gegen den antreten, wo wir dann ja, sehen, wie wir weiterkommen. Also wenn wir ihn ausschalten, damit wir weiterkommen, vermute ich mal, es wird so sein und wir schalten ihn ja locker aus. 68 Meter, der zweitbeste Wurf in der Qualifikation, die ist somit geschafft. Jetzt reden wir hier mit dem Lord of All von Peru. Die Republik Peru in Südamerika ist Brasiliens Nachbar im Westen. Peru ist bekannt für Machu Picchu, eine Ruinenstadt der Inka. Sie befindet sich auf einem 2400 Meter hohen Gipfel und wird manchmal als Stadt in den Wolken bezeichnet. Hier steht eine mysteriöse Ruine neben der anderen. Ja, das habe ich jetzt gewusst und das nicht gewusst haben, unbedingt ja, mal im Internet schauen oder die Möglichkeit haben, um nach Peru zu gehen. Ich würde gerne einmal dorthin gehen und eben auf den Machu Picchu gehen und die Ruinen anschauen. Würde ich echt gerne mal machen. Also wer mich da will einladen, anschreiben, ich komme gerne mit. Nichts ist da jetzt auf mit Machu Picchu und in den Bergen auf. Nein, es ist Halbfinale angesagt. Und haben wir da wieder ein Splitscreen. Ja, wir haben da wieder ein Splitscreen da. Und jetzt hoffentlich können wir den wieder ausschalten. Da. Ja, es läuft gut. Und... Hä? Aber ich habe doch gedruckt. Fucking A gedruckt und nicht B. Lauf mal einfach weiter. Nein. Na gut, aber der ist so schlecht. Den sollten wir eigentlich auch in 2 Versuchen wegtatschen. Nein, wie schlecht, wie dumm von mir. So, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Und das ist perfekter Wurf. Ein perfekter Wurf von Logendau. Der Wurf ist ja wohl phänomenal. 73 Meter. Ja, wir haben ihn schon geschlagen. Das war's. Wir haben schon gewonnen. Ideal. Also geht's jetzt schon ins Finale. Und weil das Halbfinale so schnell vorbei ist, reden wir da noch mit dem Zorg 36. Wo Ägypten? Wo befinden sich die Sphinx und die Pyramiden? Genau, in Ägypten. Aber kennst du den vollen Namen dieses Landes? Arabische Republik Ägypten. Hier behalte die Flagge als Souvenir. Wusstest du, dass das Emblem in der Mitte Adler Saladins genannt wird? Nein, habe ich nicht gewusst, dass der Adler Saladins genannt worden ist, aber eine coole Info zum Wissen. Hoffentlich könnt ihr das merken. Wenn ihr das gewusst habt, schreibt doch das unten in den Kommentaren, dass ihr so etwas wissen. Das würde mich echt wundern, ob ihr so ein Wissen habt. Also ich habe es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt gehen wir ab ins Finale. Und da sind wir jetzt schon im grossen Finale. Wir haben noch einen Versuch, das heisst, ich darf das jetzt nicht verhauen. Wenn ich das verhauen hätte, das wäre ja übelst. Und wir haben da... das ist der, von wir vorher geredet haben, oder nicht? Ja, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unser Finale. Drücken wir die Daumen. Das ist nicht vergessen mit dem richtigen Drucken, Jawohl.
Und das ist ein perfekter Wurf. Das ist der perfekte Wurf. Der Wurf ist sehr gut in der Wäsche, aber das sollte lange für den Sieg mit 72,6 Meter. Auf jeden Fall ein perfekt geiler Wurf. Wir haben nur einen Versuch gehabt und das sieht sehr gut aus, der Versuch. Ja, locker, locker. Wir sind auf dem Treppli. Und zwar zu oberst oben, auf dem ersten Platz, haben wir es wieder geschafft bei Speerwerfen. Bei Speerwerfen. Einfach noch geil, da feiern wir natürlich einmal mehr. Das Finale ist extrem schnell gegangen, ein Wurf, gerade den Sieg geholt. Darum machen wir doch hier nochmal ein Gespräch. Und zwar mit der Klo 10 von Guinea. Sie mit ihrem geilen Bienenhelm. Was will sie uns da mitteilen? Sie teilt uns mit, die Republik Guinea liegt am Rand Westafrikas. Es ist ein recht kleines Land, hat aber etwa 11,7 Millionen Einwohner. Verwechsle es aber nicht mit Äquatorialguinea oder Papua-Neuguinea. Die Namen ähneln sich zwar, aber das sind ganz andere Länder. Okay, ja, kurze, aber sehr relevante Info finde ich mal, wenn man sich natürlich für so Sachen interessiert, immer schön zum Wissen. Jetzt sind wir jedoch am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr zeigt mir das auch mit einem Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 sehen möchtet. Danke euch nochmal herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao. Ja, auch dumm war's. Scheiße! Fuck! Fuck! Was war das denn? Ach du meine heilige Fresse! Ich will runterspringen und er packt uns in den Chokeslam.